So, willkommen zurück bei Pro Evolution Soccer. So, es geht ins Europa League 16. Finale, und zwar das Hinspiel gegen Athletic Club Bilbao. So, wir spielen in grün, da die Song. Und unsere Aufstellung ist wie immer, ja, beschissen, kann man nicht anders sagen. Weil die immer wenn der wichtige Spieler steht, dann sind, also scheint es mir so, immer alle, ja, nicht fit. Das ist natürlich wieder klasse. Jetzt wenn natürlich nur eins oder zwei nicht fit werden, dann wird es noch verständlich. Oder nicht ganz so schlimm, aber es sind ja immer, ja, die halbe Mannschaft ist nicht fit. So, der bleibt da mal daheim. Schlimmer kann es gar nicht werden. So, dann tun wir Tiote aussehen. Anita dafür eine. Und dann tun wir vielleicht den noch eine. Und hauen dafür Dodo aussehen. So, und so müssen wir jetzt starten. Heftig. Über rechts werden wir wahrscheinlich weniger zusammenbringen. Weil Ben Arfa, einer unserer besten Männer, auch nicht in Form ist. So, das glaube ich können wir überspringen. Und ich glaube, es wird ein heißer Tanz erwartet. Die Spanier werden uns nichts schenken. Das heißt, konzentriert an die Sache gehen. Auch wenn wir personell etwas geschwächt sind. Und wichtig ist, wir brauchen Auswärtstore. Ganz wichtig. Ja, da war die erste Schwierigkeit im Strafraum, Ecke. So, Dembaba bleibt ja wieder im Sturm erst einmal. Auch wenn er nicht in Form ist. Erste große Torchance, Lorente. Und das sollte man so schnell wie möglich unterbinden. Und den langen Chancen schenken. Sonst, glaube ich, geht nach hinten los. Foulspiel. Also, wie wir gesehen haben, die setzen schon mal auf Angriff. Und jetzt sollte man eher noch mal sagen, dann wird es auch können. Bei den AFA. Gutierrez kann flanken. Ja, Ben Arfa, guter Kopfballspieler. Und der rennt da so frei umeinander. Und hinten in der Abwehr steht irgendwie auch kein Innenverteidiger mehr. Also gerade ein bisschen Chaos bei uns in der Abwehr. Und das war Glück. Wenn er den erwischt hätte. Ich glaube, dann hätte man dumm aus der Wäsche geschaut. Da kommen wir schon wieder. Jetzt stehen wir uns nur gegenseitig im Weg. Wunderbar. Ja, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, dass uns die nichts schenken. Und es gibt Ecke. Die dritte bereits. Taylor klärt erst einmal. Nächste Riesenchance für Bilbao. Und wir sollten uns mal aus dem Würgegriff befreien da hinten. Florenzi. Wieder Florenzi. Ja, wunderbarer Fehlpass. So, Ben Arfa startet. Ich hoffe, der bringt den irgendwie eine. Ja, wunderbar in die Hände des Torwarts. Wie im Training.
Und da war der Torwart, war der noch dran? Ja, der war noch dran. Es gibt die 4. Ecke. Und es war nur noch Kawhi hinten. Es war überhaupt kein Innenverteidiger mehr da. Ja. Und irgendwann muss es mal passieren. Und jetzt liegen wir hinten. Lorente per Volleyschuss. Ja, da sagt der Trainer auch nichts mehr. Ich hätte am liebsten auch nichts mehr sagen. Aber dann war es kein Let's Play mehr. Also wir liegen hinten. Ja, das war gnadenlos. Und der Torwart war chancenlos. Also, um ins Achtelfinale zu kommen, müssen wir auf jeden Fall so spielen wie Bilbao. Wenn wir so spielen wie wir jetzt, kommen wir nicht weiter. Liegt aber auch daran, dass viele unserer wichtigen Spieler nicht fit sind. Ja, Foul von Florenzi. Unnötig. Und es gibt natürlich die gelben Karten, was auch immer. Im Grunde gibt es immer gelb. Also kommt mir immer so vor. Ja, der Pass geht natürlich auch nicht irgendwie zu unserem Mann. So, jetzt vielleicht. Ben Arfa. Dembaba. Kein Abseits. Jetzt müsste er natürlich nur noch mitrennen. Das war das andere. Oscar, ja, da kommt zum Abschluss, aber mehr als ein Schüsschen hat er nicht fertig gebracht. Ja, so kann man natürlich keine Tore schießen. Da müsste man schon eher so drauf haben wie Lorente vorher beim 1-0. Dann kann der eventuell reingehen. Ach, das war doch ein Abseits. Ach, man kann schon mal ein Auge zudrücken. Macht er beim Gegner öfters. Bei uns allerdings nicht. So, Schiedsrichter pfeift ab. Es steht 1-0 für Bilbao. Und ich glaube, das haben sie sehr verdient, weil wir bisher nur hinten drin gestanden sind. Und nach vorne nicht wirklich was gemacht haben. Das ist natürlich die Frage. Dann mal wechseln oder dann mal nicht wechseln? Vorne muss auf jeden Fall was anderes sein. Und wir machen das einmal so. Destro kommt. Oscar geht dafür nicht hinter, der bleibt da vorne. Dann bleibt der Lorz im zentralen Mittelfeld. Ja, und so müssen wir jetzt irgendwie einen Ausgleich erzwingen. Ganz wichtig, wir müssen mit der Brechstange durch. Ansonsten glaube ich, wird es ganz schwer im Rückspiel. Gut. Wenn wir jetzt 1-0 verlieren und die dann im Rückspiel 5-0 weghauen, dann ist es auch egal, aber ich glaube eher weniger, dass das passieren wird. Dass wir da 5-0 das Rückspiel gewinnen. So, Lorente zeigt schon wieder an, er flitzt schon wieder. Ja. Und er macht wirklich das 2-0. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube mal, wir haben uns aus dem Pokal gerade verabschiedet.
2-0 erfallen. Wird, glaube ich, sehr schwer. Wir haben zwar ein Rückspiel, aber naja. Also bisher wunderbare Leistung von Newcastle. Ich glaube, das ist bis jetzt unsere schlechteste Leistung überhaupt. Da war selbst das 3-0 gegen die Queen's Park Ranger noch besser. Da haben wir zumindest noch Chancen gehabt. Aber im Moment sind wir ziemlich chancenlos. Die spielen uns förmlich an die Wand, die Spanier. Ja, bei uns läuft irgendwie der Ball überhaupt nicht rund. Es hängt und stockt an jeder Ecke. Das ist natürlich nicht gut, weil wir einfach das Mittelfeld nicht überbrücken. Da sind die anderen immer um einiges schneller unterwegs. Ja. Jetzt wird es schon langsam lächerlich. 3-0. Ja, Leute, tut mir leid. Europa League ist, glaube ich, für uns beendet. Aber das habe ich beim 2-0 auch schon gesagt. Ja, ich mag es so einmal anschauen. Also katastrophale Leistung von Newcastle. Und wieder Fehlpass. Ja. Ich glaube, es heißt jetzt gleich 4-0. Also von uns kommt immer allzu viel Gegenwehr. 6 Ecken schon für Bilbao. Wahrscheinlich werden wir die Newcastle-Fans steinigen. Wenn die da sehen, was ich mit ihrer Mannschaft anrichte. Ben Arfa. Ja, war abseits. Also 3-0 im Rückspiel aufholen. Das muss schon ein Wunder sein. Ja, das war ein Foulspiel und es gibt jetzt die Gaby gegen Amore Bieta. Die Nummer 5 wird wahrscheinlich der Innenverteidiger sein. Und wir kommen einfach nicht zum Abschluss. Das ist wirklich unglaublich. Die machen da hinten so gut dicht, dass wir nicht durchkommen. Ja, und der natürlich wieder vor die Füße vom Gegenspieler. Ich glaube, statt junge Spieler sollten wir uns als nächstes einmal richtige Granaten im Mittelfeld holen. Denn wir sind grottenschlecht im Mittelfeld. Denn Pässe kommen bei uns überhaupt nicht an. Vor allem nicht, wenn unsere Mittelfeldspieler noch außer Form sind. Nächste gelbe Karten. Den wir für Gutierrez. Ja, langsam werden es Frustfouls. Und es sind 75 Minuten gespielt. Meinetwegen kann der Schiedsrichter schon abpfeifen, weil das Spiel gelaufen ist. Torschanden haben wir in der zweiten Halbzeit, ich glaube, gar nichts gehabt. Da war die erste noch richtig gut dagegen. Es rennt aber auch keiner, das ist unfassbar. Wenn einmal einer flitzen darf von denen.
Destro kommt rein gar nicht am Ball. Der hat überhaupt noch nicht wirklich am Ball gehabt. Ja, und dann können wir wieder solche Schüsschen wie die von Oscar. Ich glaube, den werden wir jetzt bald degradieren auf die Ersatzbank, wenn der so grottenschlecht spielt. Ja, da war wieder Oscar, der ja nicht seine Leistung zeigt, was er eigentlich machen soll. So, das war nochmal ein Abseits. Also mit Auswärtsfahren wird es gar nichts. Das heißt, wir müssen im Rückspiel mindestens 3 Tore schießen, um in die Verlängerung zu kommen. Und wenn wir gleich direkt gewinnen wollen, müssen wir 4 schießen und mehr. Ja, 1 Minute Nachspielzeit. Und da ist ein Gewusel, aber es rennt keiner. Ja, und zum Glück pfeift der Schiedsrichter top. Leider verlieren wir. 3-0 der Endstand. 3 Schüsse haben wir überhaupt 3-mal geschossen. Also, ja. Gut, also die Statistik bescheiden, genau wie das Ergebnis. Und wir haben verdient verloren, muss ich sagen. Also wird es mit dem Achtelfinale, glaube ich, schaut ganz schlecht aus. Selbst Gladbach hat gewonnen. Und sogar Stuttgart. Ja, jetzt heißt es, gegen Norwich City müssen wir uns ja dringend einspähen und uns warm schießen. Ansonsten können wir nicht mehr die minimale Chance nutzen.